der Samichlaus und die vertuscheten Weihnachtsgutzli. Es schneit leis im Winterwald. Der Mond, der scheint durch die Zweige. Der Klaus, der zündet das Feuerli an, holt Holz von der Scheiterbeig. Ach, denkt der Mann, ist es so spät. Dezember, schon der 3. Da staunt man noch, wie die Zeit vergeht. Muss bald aus meiner Hütte. Die Kinder warten doch auf mich und meine guten Sachen. Wenn ich nicht komme, beklagen sie sich. Ich muss noch Gutzli backen. Sagt's und holt das Walholz aus dem Schrank. Auch die Eier, Mehl und Butter. So hört man's aus dem Stall. Der Esel will sein Futter. Ja, er soll heute etwas Gutes und besonders Saftiges fressen. Wenn er mir nicht ein bisschen helfen tut, kann ich das alles vergessen. Der Samichlaus gibt ihm viel Heu, auch Wasser und 2 Rüebli. Der Boden deckt er gut mit Streu. Ruft das Eselsbübli. Dann backt der Klaus die Gutzli gleich. Es schmeckt ganz besonders fein. Auch das Häsli schaut zum Fenster ein. Gibst du mir dann auch 2? Die Gutzli legt der Samichlaus ins kühle Nebenzimmer. Dann beschliesst er ab, dass niemand klaut. So macht er's nämlich immer. Eine Runde läuft er durch den Wald. Er sieht, es ist alles recht. Der Hase wünscht er noch gute Nacht, der Müsli und der Specht. Doch leider merkt der Sami nichts von 2 ganz bösen Schelm. Mit Säck, das ist ein Keibenzeug. Sie haben auch noch einen Helm. Sie schlönt doch einfach die Scheibe ein, ganz frech und unverfroren, und tuschen alle Gutzli ein und wollen noch ganz viel holen. Der Klaus, der kommt jetzt leislich heim, beschliesst auch den Stall noch zu und streckt die müden alten Beine. Jetzt geh ich dann zur Ruhe. Der Gute legt sich in sein Bett und geinet laut, studiert. Das Bachen ist ja schon ganz nett, doch morgen ist schon der 4. Da gibt's noch das und Zäb zum Tun, auch Nüsse muss ich noch holen. Und was ist los mit meinen Schuhen? Ich brauch noch gute Sohlen. Die Kappe zieht er tief ins Gesicht, die Kerze bläst er aus. Vom frechen Diebstahl merkt er nichts, und dann macht er einen Pfuß. Die Tage, die fliegen so dahin. Der 5. kommt, der 6. Der Esel hilft den Schlitten ziehen. Ja, das ist das Allerbeste. Dann ohne ihn, sag, was wär ich? Ein armer Schlucker bloß. Er ist ein guter Freund für mich. Jetzt ziehen wir beide los. Die Säcke, die sind so dick und voll. Sie liegen auf dem Schlitten. Ja, heute wird's meine richtig toll. Der Klaus beschliesst seine Hütte. Sie stapfen durch den tiefen Wald. Es kroset von der Kälte. Doch leider merken sie schon bald, dass ihnen etwas fehlte. Es hat ein grosses Loch im Sack. Das Müsli will grad schneuken. Auch das Eichhörnli hat schnell zugepackt. Doch jetzt müssen beide speuzen. Die sind ja hart, das ist dann blöd, da bricht man sich ja die Zähne. Die sind aus Gips, das gibt's doch nicht. Und beide rufen, weh! Der Samichlaus sagt, was ist los mit meinen feinen Sachen? Die sehen doch wie die echten aus. Was soll ich jetzt nur machen? Da sitzt er auf einem grossen Stein. Er hätte am liebsten brüllt. Ich sollte schon lange im Städtli sein, bei allen braven Leuten. Der Esel ruft, musst doch nicht heulen, Leck. Los nur auf mich. Ich
Ich weiss einen Rat. Wir fragen schnell den Beck. Das ist die Idee. Wir machen das. Sie pöpperlet ganz fein am Bäcker Schorsch seinem Laden an. Der sieht ganz gehäuselt rein. Jetzt schau auch da, wer kommt so spät zu mir? Ich habe schon geschlafen. Der Samichlaus erklärt seine Lage. Oh je, du gute, brave. Ich hilf dir doch, das ist ja klar. Denk bloß, die armen Kinder, die wollen doch heute noch Süßes haben. Wir werden etwas finden. Das sieht dann aber lustig drein beim Beck. Man kann's nicht glauben. Da sind viel Guetzli, braun und klein. Der Klaus macht grosse Augen. Heb Dank, du lieber Bäckersmann. Doch gibt's noch ein Problem. Wie soll ich zu den Kindern gehen? Es ist einfach nicht bequem. Es ist ja nämlich schon viel zu spät. Das schaffe ich nicht mehr heute. Da staunt man, wie die Zeit vergeht. Ich komm doch einfach mit, so sagt der Beck. Wart nur noch schnell, ich zieh den Mantel an. Den Wecker tue ich auf mein Gestell, dann können wir beide gehen. So machen sie sich auf den Weg zu diesen vielen Kindern. Die planen schon seit ein paar Tagen. Jetzt fangen sie an zu singen. Sie sagen auch ein Versli auf. Der Samichlaus muss staunen. Dann schüttelt er sein Säckli aus. Es haben alle gute Laune. Die Kinderäugli funkeln schon wegen diesen guten Sachen. Der Bäcker Schorsch, der munkelt noch. Ich muss schon bald backen. Ich muss pfusen. Das ist wahr. Bevor der Gückel kräht, muss ich dann raus. In einem Jahr bin ich dann wieder zweg. Gute Nacht, ihr lieben, braven Kind. Er legt sich in sein Bett und schlaft bald ein. Sein Schnarchen dringt durch die Wände. Ich mach jede Wett. Der Esel und der Samichlaus gehen zusammen heim in den Forst, zu ihrem guten alten Bau. Jetzt habe ich riesen Durst, so sagt der Klaus, holt sich einen Trunk und schenkt ein Gläsli ein und brätelt noch eine schöne Wurst und sperrt den Esel ein. Du hast mir heute ganz prächtig gezeigt, dass du ein Guter bist. Der Beck hat auch nicht überlegt, hat geholfen, ja, so ist's. Am nächsten Morgen kommt der Schorsch zum Samichlaus im Haus. Der hat den Tisch schon für ihn gedeckt, schenkt freundlich Kaffee aus. Was machen wir denn, Goppelau, mit diesen Gutzli aus Gips? Wir könnten sie den Kindern im Spital schenken, blickst's? Ja, warum nicht? Das wär ganz nett. Und dann noch süße Sachen. Die Kleinen sind so lang im Bett. Wir wollen eine Freude machen. Am nächsten Abend gehen sie geschwind ins Städtli zum Spital und laufen schnell, so wie der Wind, zum grossen Hauptportal. Sie leeren ihre Säckli aus. Erst gibt's Figuren, Härte, dann purzelt feine Gutzli draus. So, Kinder, jetzt ist fertig. Den Christbaum haben sie dekoriert mit Gutzli, nicht den echten. So haben sie das Krankenhaus verziert, die brävsten und die frechsten. Ein Liedli singen sie dann noch zum Dank für beide Männer. Die freuen sich und schmücken noch im Wald eine schöne Tanne. Die Rehe und die Hase und der Fuchs sind alle schon versammelt und plündern den Baum dann. Schwupps! Die kleinen Meisli stammeln. Piep, piep, es gibt heute etwas Gutes. Wir danken dir, o Klaus. Und auch der Beck, der macht das gut. Eine schöne Weihnacht auch. Und die Gutzli giggeln am Baum. Hurra, jetzt sind wir glücklich. Wir sind so herzig, findest du nicht auch? Jetzt freuen wir uns wirklich. Ganz oben steht der Mond und denkt, es ist so schön auf Erde, wenn eins am anderen etwas schenkt und alle friedlich werden. Drum Lüt, eine klare, schöne Nacht,
und schlafen tief und gut. Der Mond am Himmel oben lacht, was alle freuen tut.